Wenn die Vögel erwachen, dann ist auch der Vogel Philipp da. Am frühen Morgen geht Philipp Herrmann auf die Pirsch. Unterwegs ist er im Landshuter Hofgarten. Mit seinem Handy macht er kleine Videos. Servus, ich bin der Vogel Philipp und ich erkläre euch heute das Rotkehlchen. Das Rotkehlchen ist eigentlich sehr zutraulich und immer schön zu beobachten. Es sitzt immer so auf Augenhöhe oder maximal 3–4 Meter im Gebüsch und ist sehr schön zu beobachten. Der Gesang ist ganz melodisch, fein perlend. Di, dideli-di, dideli-di, dideli-di. Ich mache hier kurze Videos für eine Aktion, die ich jetzt schon seit 7 Jahren mache. Und das nennt sich die Vogelstimmen-Hotline. Die Vogelstimmen-Hotline mit dem Vogel Philipp. Die Videos sollen einen kostenlosen Service bekannt machen, den er im Auftrag des Bund Naturschutz anbietet. Wenn man draußen einen Vogel hört, kann man das Handy zücken und mit WhatsApp-Sprachnachricht die Stimme von dem Vogel aufnehmen. Das dann über die Nummer direkt an mich schicken und dann höre ich mir das an und bestimme den Vogel und schreibe ein paar Infos zurück. Und du beantwortest jede Frage persönlich? Ja, so ist es. Also noch funktioniert's. Sag uns doch mal, was hörst du gerade? Also jetzt hört man hier, da war der Warnruf von einer Amsel. Hinten das Diet von der Kohlmeise. Dann ja, das Rotkehlchen, was ich gerade gefilmt habe, das sitzt da noch da vorne auf dem Ast. Hinten das Düt, das ist vom Kleiber. Da der Buchfink, Blaumeise. Vorher hat der Buntspecht getrommelt. Also hier der Hofgarten ist ein richtiges Paradies. Jochen Böhles ist mit Hund Valent im Landshuter Stadtpark unterwegs. Auch um ihn herum pfeift und zwitschert es. Doch obwohl Jochen Böhles immer wieder in Büchern nachgeschaut und Aufnahmen mit Vogelstimmen gehört hat, so einfach ist das alles gar nicht. Ich möchte gerne alle Vogelstimmen, die hier bei uns sind, kennen. Aber es ist, wenn man selten hört und dann wieder ein halbes Jahr nicht, dann hat man es wieder vergessen. Aber wie gesagt, in dem Fall hilft dann der Philipp. Ja, nicht umsonst heißt der Vogel Philipp. So zückt Jochen Böhles sein Handy und schickt dem Vogel Philipp eine Sprachnachricht. Hallo Philipp, um mich herum sind einige Vögel, die ich nicht identifizieren kann. Kannst du mir bitte helfen? Was es schwer macht, ist, dass die Vögel nicht immer gleich klingen. Die Vogelstimmen sind je nachdem, in welcher Region, unterscheiden sie sich eben. Die haben einen Dialekt, so wie mir auch. Und wenn ich eben vom Original sozusagen das schicke, dann kennt insbesondere eben der Vogel Philipp das und ich nicht. Zu Hause bei Philipp Herrmann. Zu Hochzeiten erreichen ihn 200 Anfragen am Tag. Jetzt auch die aus dem Landshuter Stadtpark. Und schon ist sie da, die Antwort für Jochen Böhles. Guten Morgen, hier pfeift bei Sekunde 11 der Kleiber. Und bei Sekunde 15 singt die Kohlmeise Dide, Dide, Dide. Und gibt's wirklich einen Dialekt bei Vögeln? Es gibt tatsächlich Unterschiede bei den Individuen, die unterscheiden sich leicht im Gesang und auch zwischen den Regionen. Da die das ja auch von ihren Eltern lernen, wird das dann weitergegeben in der Region. Also bei der Kohlmeise ist es so, dass sie einen ganz typischen Gesang hat. Das ist so ein zweisilbiges Di-Dä, immer so hoch und runter. Dann gibt es halt noch die unterschiedlichsten Töne, die sich sonst noch einfallen lassen. Also ich sage immer, bei der Kohlmeise ist es so der schwierigste Vogel zum Lernen eigentlich, weil die so unterschiedlich singen kann. Philipp Herrmann arbeitet für die Regierung von Niederbayern. Dort ist ein anderes Mitmachprojekt angesiedelt. Interessierte Laien sollen helfen, Informationen über den Flug der Möwen zu sammeln. Laura Öztümer macht mit. Sie sucht Möwen, die beringt sind. Der Ring nämlich enthält wichtige Informationen.
Also ich gehe hier eigentlich immer in der Mittagspause spazieren und mir ist aufgefallen, die setzen sich hier immer aufs Geländer. Und dann habe ich mir mal überlegt, ich könnte ja mal mein Fernglas mitnehmen und schauen, ob ich die Beringungen sehe. Aber es sind weniger beringt, sehe ich gerade. Landshut gilt als eine Art Möwen-Mallorca. Die Lachmöwen kommen aus Ländern wie Litauen oder Weißrussland, um hier zu überwintern. Diese Flugstrecken kennt man, sonst aber noch wenig. Was wir mit diesem Projekt herausfinden wollen, ist, was die Möwen in Bayern genau machen, was sie tagtäglich machen. Also nicht nur, dass sie jetzt von Nordosteuropa zu uns ziehen oder eventuell noch weiter, sondern was machen sie, wenn sie hier überwintern. Wir wissen, dass sie einen Schlafplatz haben hier in der Nähe von Landshut. Dann sind sie in der Früh in Landshut zu sehen und vielleicht am Nachmittag in München oder am Starnberger See. Und weil das jeder sehen kann, also die Möwen sind ja so nah, dass man mit dem bloßen Auge die Ringe teilweise erkennen kann. Und das bietet sich einfach an, dass dann mehr Augen da zuschauen und die Möwen melden und wir dann eine größere Datenmenge kriegen. Hallo. Hallo. Laura und Philipp kennen sich. Laura war heute nicht so erfolgreich. Hi. Ja, eine habe ich mit Ring gesehen, aber die ist dann gleich wieder weggeflogen. Ja, ich habe jetzt gerade erst eine entdeckt vorne am Maxwehr. Ah. Eine Kombination aus Buchstaben und Ziffern dient dazu, die Möwe individuell zu kennzeichnen. Für jeden beringten Vogel werden Informationen in einer Datenbank hinterlegt. Zum Beispiel, wann er wo gesichtet wurde. Daraus lassen sich die Flugbewegungen ablesen. Ja, Dann mach's super. gut. Dann gehe Mich ich mal gefreut. wieder arbeiten. Ja, genau. Mach's gut. Ciao. Als Kind hat er zum Einschlafen CDs mit Vogelstimmen gehört. Mit 15 kannte er alle heimischen Stimmen. Servus, ich bin der Vogel Philipp. Heute geht's um die Singdrossel. Heute ist noch recht früh am Morgen und ich bin auf der Suche nach der Amsel. Das Rotkehlchen ist ein Nischenbrüter. Das heißt, es brütet nicht irgendwo frei im Gebüsch und auch nicht in der Baumhöhle, sondern ganz gern in solchen Mauernischen. Das ist eins meiner ersten Vogelbücher, Mai 96. Da war ich 14 Jahre alt, habe mich aber schon intensiv mit der Vogelkunde beschäftigt. Also ich habe so mit 10, 11 Jahren angefangen und hier habe ich immer eingetragen noch als Kind, wann ich welchen Vogel zum ersten Mal gesehen habe. Bei den häufigen Arten wie dem Rotkehlchen ist es jetzt nicht dabei, aber ich hatte vorher eine Rotdrossel, die hier drüber geflogen ist. Da steht jetzt hier Ungarn, 30.03.97. Das ist schon 25 Jahre her. Ganz schön lang. Der Vogel Philipp ist in einem kleinen Dorf in Niederbayern aufgewachsen. Als Kind gab es da niemanden, der seine Leidenschaft für die Vögel geteilt hat. Jetzt als Erwachsener kann er mit seinen Mitmachprojekten endlich auch andere für die heimische Vogelwelt begeistern.